Uri wird wach und ruckt den Bus außer für Michi seine Sauftour. Da wird aber nichts draus, weil's vor einem alten Weih zum Kuchenessen und Volkslieder singen verführt werden. Seine Haushälterin möchte stattdessen mit ihren Freundinnen einen auf Kultur machen. Aber da wird auch nichts draus, weil stattdessen ein Saufen und Tränen anfangen. Am anderen Tag kommt nachher schließlich alles auf. Der Philipp schließt mit seinen Spätzchen ein Wett an, wer das am längern als wie ein Standbild dastehen kann, ohne dass er sich rührt. Keins von den drei hält aber die vorgeschriebenen 4 Stunden durch. Der Flori gewinnt mit der Josie zusammen ein Ausbrecherspiel, das wo Zara und der Felix für die 2 hergerichtet haben. Der alte Brei sieht ein, dass er ein alter Depp geworden ist, der wo seine Braugersten um 100.000 Euro verrecken lässt. Weil er das vor alle Leute vertuschen möchte, lässt er sich von Lorenz hintenrum eine ungarische Gersten besorgen und tut hinterfotzigerweise so, als wäre sein Bier von der Hirsingen. Den jungen Braumeister mag er nicht und scheißt ihm recht zusammen. Aber der Kathi möchte er einen besseren Posten geben. Die lässt sich von den jungen Braumeister zum Abendessen ausführen. Und an Chris stinkt er recht, dass nicht statt den mit ihm einen Dauerlauf macht, samt den, dass er ihren Purzeltag übersehen hat. Drum schenkt er ihr hinterher ein Weinglasl. Der Pfarrer tut sich schwer mit einer Gruppenstunde für die jungen Leute und drum macht der Zara zu der Chefin von der Pfarrjugend. Der Michi möchte der Annalena heimlich ein Hippie-Hochzeit ausrichten und die Leute sollen das alle davor schon wissen, bloß sie nicht. Drum schmeißt er ihre Einladungskarten rein und möchte stattdessen andere verschicken. Aber das kommt auf.